Lange Niedersdorf aus, freut mich immer wieder neu, dass die Leute vor manchem Haus denken Sachen für mich hey. Sie ist halt schön, so leime zu leben, wo noch jeder kennt, wo kein Übertritt nicht streben, wie vom eigenen Nachbar brennt. Ja, Schmidt? Hallo? Hallo? Ich meine, schaut ihr mich schreien? Ihr mir in Ruhe mit Dankesbezeugungen. Ich mache das da schon seit 15 Jahren. Egal wer da wohnt. Ich gehöre quasi zum Inventar. Ja. Das wollt ihr allerdings laut sagen, ja. Also, dann lasst mich jetzt in Ruhe weiterarbeiten. Gleich kommt eure Frau und dann steht noch etwas mehr im Weg umeinander. Ich gebe es auf. Leere Versprechungen. Jesus Gott! Habe ich heute produktiv gewerkt. Der Schlüsseldögel ist einmal voll geworden. Es hat gelüftet. Es hat noch einmal gelüftet. Es könnte jemand vor der Tür stehen. Ich mache auf. Tag, der Guten Wünsche. Tag. Frau Schmidt. Herr Schmidt bin ich sicher nicht. Also Frau Schmidt. Frau Schmidt bin ich aber auch nicht. Aber ich bin genau richtig bei Familie Schmidt. Ja, das kann ich euch erst sagen, wenn ich weiss, was ihr seid. Ich bin Leiter vom Pfändungsamt. Pfändungsbeamte. Ja, das seid ihr da ganz letztlich. Da gibt's nämlich gar nichts zu pfänden. Nicht einmal mich. Das wundert mich ja nicht. Ich komme! Er kommt. Ich hab's gehört. Bist du da? Herr Schmidt? Ja, Frau Schmidt bin ich bestimmt nicht. Nein, nicht schon wieder.
Ich bin Herr Meier mit einem normalen I. Das ist auch das einzig Normale. Sie macht halt gerne ein Gespässli. Was kann ich für euch tun? Wollt ihr nicht abhocken? Nehmt besser gut den Stuhl. So Sprüche höre ich alltag. Ich bin Leiter vom Pfändungsamt. So quasi. Pfändungsbeamter. Seid ihr? Ja, ich habe da. Oh, das Morgani, der schon gehabt. Ich brauche da jetzt etwas Stärkeres. Entschuldigung. Ah, da ist es ja. Da ist eine Forderung vom Möbelhaus Kaputa. Über 2000 Franken. Danke, ich kenne die Rechnung. Darf ich euch die obligate Frage stellen? Könnt ihr zahlen? Ja, dann werde ich euch die obligate Antwort geben. Ja, denkt meine Frau. Ja, eure Frau hat gedacht, wenn doch die Schuld nur ein bisschen originellere Ausrede würde einfallen, dann wäre mein Beruf auch nicht so stocktrocken. Mein heutiger Besuch beschränkt sich sowieso nur auf die Zustellung von diesen Zahlungen. Vielleicht muss ich dann da ein paar Gegenstände prüfen, um sich dann später sicherzustellen. Da könnt ihr in der Wohnung noch lang suchen. Das Wertvollste dahin, das ist noch unsere Frau Staubi. Ihr seid ihr vorhin schon begegnet. Danke! Das hat schon angeboten. Aber wir dürfen leider keine Ladenhüter in unserem Sortiment. Mein heutiger Besuch beschränkt sich sowieso noch auf die Zustellung von den Unterlagen. Jetzt fährt eine sogenannte Wartefrist von 14 Tagen an. Gemäss Paragraph 798 vom ZGB, das heisst, wenn ich nicht innerhalb von diesen 14 Tagen zahle, komme ich dann wieder vorbei. Oh, das ist ja lieb von euch. Da freue ich mich schon jetzt auf euren Besuch. Ich eher weniger. Wenn ihr mir jetzt noch den Empfang würdet bestätigen. Ja. Danke. Das Doppel ist für euch. Ich tue mich jetzt für heute verabschieden. Ich finde alleine raus. Noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Zyniker! Ist der Meier mit normalen Mehl gegangen? Ja. Hat nicht zu einer besseren Laune verholfen, soll ich vielleicht noch ein bisschen Dauerverschlag in die Küche raus? Danke, ist nicht nötig. Habe aber schon gemacht. Mir ist doch sonst schon wenig geschehen. Tag, Schatz, wie geht's? Wie soll es immer schon gehen, wenn man Tag für Tag in aller Frühe auf muss und der Herr Gemahl liegt bis um 9 Uhr im Nest? 8:30. Es ist Montag. Ja, mich hört's. Juhu! Nicht mehr abwaschen. So kann es doch einfach nicht mehr weitergehen. Ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf, wache 5 Stunden, komme zurück, bin kaputt und muss Nachmittag rumgehen. Und was machst du in dieser Zeit? Ich schreibe. Ja, Geschichten und Roman, die kein Mensch liest. Es wäre schön von dir, wenn du einmal ein bisschen Haushaltungsgeld beisteuern. Mache ich doch. Schatz, ich bringe ja immer das Flaschendepot heim. Ich rede nicht von Kleingeld, sondern von richtigem Geld. So wie alle anderen Männer auch. Ja, aber nicht wie alle anderen Mann. Ja, das habe ich auch gelernt. Aber wir können doch nicht alle Morgen, alle Monate ab dem 20. nur noch Bratkartoffeln essen. Also ja, das gern. Also bei mir hört der langsam der Spass auf. Was soll ich sonst noch alles machen? Soll ich etwa noch auf einen Strich?
Ja, also, wenn wir so... Stefan Schmidt, sag nichts. Weil wenn du jetzt etwas siehst, und ich weiss haargenau, dass so eine Sauerei wird sein, dann verlasse ich auf der Stelle die Wohnung. Und ob ich dann je zurückkomme, kann ich dann nicht mit Gewissheit sagen. Ja. Wie hat jetzt der Standesbeamte so treffend gesehen? In guten wie auch in schlechten Zeiten. Ja, aber von beschissenen Zeiten. Hast du den Lottozettel abgegeben? Ob ich den Lottozettel abgegeben habe? Natürlich habe ich den Blödzettel abgegeben. Kaum eins. 8 Franken für nichts und wieder nichts ausgegeben. Ach, hast du den Blödzettel? Steckt ihm von mir aus ein. Arschgleich! So streiten alle meine Schwäger in der Fastenzeit mit ihrem Mann, wenn er hinter einen Kühlschrank geht. Das könnte bei uns schon gar nicht passieren. Ja, nach unserem Kühlschrank-Dings hätten wir das ganze Jahr Fastenzeit. Jetzt lasst doch den Kopf nicht so lange hängen. Da kommen bestimmt um eine bessere Zeiten. So, also, wenn das jetzt kein Glück bringt, dann könnten wir ja nächsten Monat einen Lohn zahlen. Also, wenn wir euch nicht hätten, Frau Staubli. Ja, das wär's gewesen für die Kinder. Frau Staubli macht sich jetzt aus dem Staubli. Nächste Woche um die gleiche Zeit im gleichen Theater. Adieu. Adieu, Frau Staubli. Ich finde eine Lehre raus. Ich bin ja nicht blöder als der Pfändungsbeamte. Pfändungsbeamte. Aber ihr seid noch nicht so weit. Dann wird es noch gut. Ich bin schon fort. Ja, denk du hättest. Ja, ich dachte, du hättest. Und was hätte ich sollen? Was war in der Post? Ja, ein paar Mahnungen. Das ist alles. Also Werbeprospekte. Der steht es einfach noch nicht so schlimm um uns. Solange das Werbeprospekt nämlich noch gratis zustellen, kann uns nichts passieren. Oh, vergrönt. Die nächste Katastrophe. Tante Käthi kommt. Die aus Kanada. Ja, genau die. Sie ist auf grosser Europareise. Klappert alle Verwandte an. Die will auch schauen, ob wir noch ehrwürdig sind. Ja, dann werden wir uns von der besten Seite ziehen. Ja, vor allem du. Sie kommt nämlich für die Lehre zu kennen. Also, schlimmer als der Pfändungsbeamte wird sie kaum sein. Wart's ab. Aber allerdings ist von ihrem ersten Gang zu erwarten. Dann werden wir allerdings anstrengen. He? Wann kommt sie? Ja, die Karte da ist von Hamburg. Dann geht sie noch auf München und dann weiter auf Wien. Und dann kommt sie dann in die Schweiz. Etwa ca. 2 Wochen ist sie da. Ja, das steht alles auf der kleinen Karte. Ja, sie hat eben zierliche Handschrift. Aber das Wichtigste ist doch, dass sie uns nicht einfach so unerwartet überfällt. Die ist dann nämlich in puncto Superkit ganz beliebt, ganz pingelig. Geht mir genau gleich. Ha! Ich weiß gar nicht, was ich ohne Frau Staubli machen würde. Welche, mein Liebe, welche? Wann hast du eigentlich das letzte Mal etwas Anständiges veröffentlicht? Es interessiert sich doch kein Mensch für den Schmarren, den du da schreibst. Also, das kannst du jetzt so oben nicht sagen. Ich habe doch... Redest du von diesem kleinen Ball mit Geschichten? Weißt du, wie lange das her ist? Der hat ja noch den Gutenberg-Druck. Was hast du eigentlich das Gefühl gehabt, wie lange dass wir von diesen paar Franken existieren können? Das Leben ist teuer, mein Liebe. Aber das scheinst du irgendwie zu ignorieren. Aber mein Roman... Der Roman, der, was ich da gekürzt habe und er in Witzecken veröffentlicht hat. Der Harry mit. Ja, der Harry, das ist doch auch nur so eine Träumerin. Der angeblich beste Freund mit seinen Beziehungen.
Das ist doch so ein tiefer Sack. Den kannst du eben nicht ernst nehmen. Hallo, der Harry ist da. Du scheinst es auch zu schmecken, wenn man von dir redet. Nein, du süße Locken, bist du nicht gereizt? Ja, wenn ich dich sehe, braucht es wirklich nicht viel dazu. Hallo Harry, wie geht's? Ja, darum dachte ich, bringt die gute Botschaft jetzt selber vorbei. Gute Botschaft. Was ist es denn das mal? Hat der Stefan den Literaturnobelpreis gewonnen, oder was? Und sonst? Ja, Kann er etwas anbieten? ja, hast du? So viel Stockwerksfuß, das ist dann nicht mehr jedermanns Sache. Ein Schwein, da geht einer da. Und sonst? Hier Tomatensaft. Wenn du die Gring in der Presse hast, schon. So, was hat die? Ihre Tage oder was? Vollmond. Und ihre Tante, die sie besuchen. Und wahrscheinlich noch eine Pfändungsbeamte, genau. Fendungsbeamte? Ha! Das kannst du in Zukunft vergessen. Stefanie hat es geschafft, die Roman, der ist dann so gut gedruckt. He? Und weitere Ergüsse von dir, die sind dann gerne gesehen. Ergüsse? Ah, Schreibergüsse, nein. Spitzkiste. Ah, Ich mache es kurz. Durch Zufall bin ich an einen Verleger geraten, der dein Manuskript gelesen hat. Und wie soll ich sagen? Der war begeistert. In 2 Wochen von einer Buchmesse an in Frankfurt. Wir fahren zusammen dorthin und treffen ihn dort. Ich habe bereits alles organisiert. Er wird dort den zweiten mit dir besprechen und wenn du noch weitere Ideen hast, umso besser. Ja, ist das sicher? Unbesicher. Dann habe ich etwas Schönes geschaut. Nein, du mal nicht klar gesehen. Aber ich glaube, das erst, wenn ich das Buch in einer Buchhandlung sehe. Ja, nun? Ja, hey, für eine gute Zukunft. Hey. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Ich muss mich noch um die Karte kümmern vom Wasserballänderspiel. Mach es gut, hey. Ciao zusammen. Tschüss. ja. Hey, warte. ha! Ich hab's geschafft! Ha! Ich hab's geschafft! Juhu! Ja, das ist Schmied. Guten Tag, Herr Grass. So, Ihnen hat also mein Buch auch gefallen. Ach, Günther, komm, sag doch Stefan zu mir. Wir schreiben ja beide gleich gut. Moment schnell. Ich habe gerade den Pen-Club auf der anderen Leitung. Es grünt so grün, wenn Spaniens blüht und blüht. Es grünt so grün, wenn Spaniens blüht und blüht. Alle! WC an der Küche, Spüli. Ochi! Mit dir machen sie. Da schaut der Matsch. Wenn schon nicht, dann könnt ihr ja mal etwas machen. Sicher richtig. Hey, du bekommst den Vorschuss. Was? Ja, die hat der Harry darum gebeten. Er kommt dann in den nächsten Tagen noch eins vorbei. Dann stellt sich ja dann aus, ob die ganze Sache faul ist oder nicht. Siehst du, es kommt alles gut. Ich habe es ja gewusst. Ein Manuskript so gut wie verkauft und es weiter in Arbeit. So, wie weit bist du? Nicht schlecht. Pünktli, 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 Pünktli. Krimi von Stefan Schmidt. Wo man auch muss schon sagen, bist schon sehr weit gekommen. Ah, der Titel ist der schwierigste, weißt du? Nachher verschiebt sich das von ganz alleine.
Ja, aber denk dran, in 14 Tagen kommt Tante Käthi auf Besuch. Und wenn du dann, ausgerechnet dann, an der Buchmesse bist, dann macht die mir die Hölle heiß. Und ich höre sie schon. Was? Du bist nicht, die Mann ist nicht da. Und ich mache extra die weite Reise daher. Du hast doch haargenau gewusst, dass ich komme. Also Madeleine, jetzt bin ich sehr enttäuscht. Und so weiter und so fort. Also ich bitte dich darum, probier es einzurichten und mach, dass du dann da bist. Ich kann jetzt Frankfurt anrufen. Und sie darum bitten, dass die Buchmesse verschoben wird. Das glaube ich nicht. Also, ein Taubenschlag ist das reinste Sanatorium. Ich bin so frei und komme gerade sicher. Hallo zusammen. Hallo, Lumi. Lumi. Es geht nichts los, oder kannst du dir lernen? Oh, hast du gedacht, dann kann Schüsse ein bisschen versuchen. Sagt einmal, habt ihr etwa Interesse für das Länderspiel in 14 Tagen? Ja, eigentlich schon, ja. Aber dann bin ich gerade an der Buchmesse in Frankfurt. Frankfurt? Ja. Was willst du denn dort in Frankfurt? Ja, er trifft sich mit einem Verleger wegen seinem neuen Buch. Ein Verleger? Nicht schlecht. Ich verlege meine Bücher gerne noch selber. Dann brauche ich höchstens Album hin, also für mich mal Ding. Kannst doch nicht einmal lesen, Lumi. Kannst doch gleich aber Bilder schauen. Ja, was können wir sonst für dich tun? Aha, ja. Eigentlich nichts. Ja. 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 Morgen. So, das Rohr ist wieder frei. Schönen Tag noch. An dir. Habt ihr etwa Verwendung für die Familie, für das Länderspiel in 14 Tagen? Ha, mein Mann hat gesehen, dass ich schon lange ausverkauft. Ich habe noch 2. Ja, der Herr damit. Ich bin froh, wenn er zur Hütte aus hat. Was soll sie kosten? Sitzplatz, 100 Stutz pro Karte. Das ist ein bisschen teuer, aber komm ich gerade mit nachher, ich gebe euch das Geld gerade. Lumi, du kannst doch nicht rechnen. Die haben mindestens das Doppelte gekostet. Das ist mir doch gleich. Ich habe ein Gesicht bekommen. Übrigens, wer war das? Nach was hat es ausgesehen? Nach dem Pfändungsbeamten. Ah, so. Ja, noch. Adieu. Er ist ja schon nicht gerade der Hengst. Und manchmal bleibt ihm noch das Hirn stehen. Das ist ein Salzleiden, das er schon gerne hatte. Was hast du? Fällt dir nichts auf? Es hat schon lange nicht mehr geläutet. Muss so nicht. Mein Bedarf ist gedeckt. Wie Stefan, vorhin war ich ein bisschen grob zu dir. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber manchmal wächst mir halt alles ein bisschen über den Kopf. Hey, ich verstehe dich doch schon. Aber das mit dem Stefan, das ist das Mal eine todsichere Sache. Und wenn wir dann den Scheck bekommen, dann können wir dann gerade ein bisschen Möbel abzahlen. Ja, aber das Mal kümmerst du dich dann drum. Ja, wie du willst. Ich will mich jetzt mit dir versöhnen. Hat mir das hättest du jetzt gerade gemacht? Dann siehst du versöhnen. Da gehört dann bei mir schon noch etwas anderes dazu. Das lass Leute. Hallo, seid ihr nicht da? Also das sehe ich selber noch. Also ich finde es nicht gut, einfach in die Wohnung reinzukommen.
Ja, für was haben wir denn einen Schlüssel? Für einen Notfall, dann. Schau da mal, he. Das ist ein Notfall. Du, ich möchte liebend gerne mal die Putzfrau lernen kennen. Wieso? Du bist doch perfekt. Putzen. Können wir wieder gehen jetzt? Du, was tust du eigentlich so drängladi? Dahin verpassen wir also nichts. Also, Margot, bitte, hä? Dann mach gescheiter auf. Ja, ja. Ich habe nur mal schauen, wegen... Wer seid denn ihr? Ich! Ja, wer ach sonst? Etwa der da, den kenne ich ihn auswendig. Was machst du da? Ich lese, was mein Sohn so schreibt. Unglaublich! Wie kann ein Mensch nur so penetrant neugierig sein? So, jetzt wollt ihr wissen, was da los ist. Madeleine, Stefan, wo seid ihr? In eurer Stube lungert so ein verschmiertes Individuum umeinander. Ja, ohne krankhaft neugierige Schachtel. Was mache ich denn da? Wir sind gerade unten vorbeigelaufen. Und dann hat dein Vater gemeint, wir könnten ja mal reinschauen, gell? Mein Vater! Seit wann hat der da eigene Meinung? Lumi, was machst du schon mal da? Lumi? Kein normaler Mensch heisst Lumi. Ja gut, wenn wir ja so anschauen, darf der so heissen. Sie soll man da machen, ja. Ja, das habe ich bloß schon mal vergessen. Was habt ihr übrigens gemacht in der Schlafstube? Ich habe probiert zu pöppeln, bis ich dich gehört habe. Ja, nein, ist doch gar nicht Ich mehr will gar nicht mehr wissen. Wer ist denn eigentlich da das Tante Kathi? Hast du schon etwas von Briefgeheimnis gehört? Brauchst du einen Joker? Das Publikum befragen, jemandem telefonieren oder 2 falsche Antworten streichen. Also, du tust ja jetzt schon blöd, gell? Nee, das Tante Käthi, das ist so eine Art Erbtante von mir. Sie ist auf Europa reisen und will uns besuchen. Zuerst ist sie noch in Hamburg und dann geht sie auf München. Du musst nicht weiter erzählen. Sie hat es ja schon gelesen. Ist eigentlich das Teeservice schon angekommen, wo die Tante Hulda schicken? Du mich nicht daran erinnern, mein Sohn, gell? Ein 6-teiliges Teeservice ist angekommen, ja. Was bei uns angekommen ist es 24 Teile. Verstehe ich nicht. Das ganze Päckchen war ein einziger Scherbenhaufen. Ich habe mich natürlich sofort an höhere Stelle beschwert, ja. Ja, in deiner eigenen, unhöflichen, ruhigen Art nehme ich an, ja. Selbstverständlich. Und weisst du was? Da hat mir dann noch so einen unverschämt frechen Brief geschrieben. Ja. Ich dachte bei mir, ja, schau da. Adi, lies du das. Ich bringe also die Ziele nicht noch eins über meiner Lippe. Mit Vergnügen. Sehr geehrte Frau Schmid, dankend bestätigen wir Ihnen den Eingang Ihres Schreibens vom 15. dieses Monats und bedauern den Vorfall zutiefst. Wir können Ihnen versichern, dass wir bemüht sein werden, die Ursache dieses Schadens zu ermitteln. Mitarbeiter der Post
als hirnamputierte Halbaffen und schwachsinnige Schnarchsäcke zu bezeichnen, mag allerdings nicht der geeignete Stil sein, uns eine zurzeit noch nicht nachgewiesene Beschädigung im Rahmen der Beförderung von uns anvertrautem Postgut anzuzeigen. Wir haben Ihr Schreiben unserer Rechtsabteilung vorgelegt. Die prüfen wird, ob gegen Sie ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet werden wird und werden zur gegebenen Zeit auf die Angelegenheit zurückkommen. Mit freundlichen Grüßen, Meier Anton, Poststellenleiter Steffisburg und Umgebung. Meier, Poststellenleiter, der soll nicht mal eins in die Finger kommen. So, und jetzt, was meint ihr da dazu? Ja, also ich hätte es auch so formuliert. Den habe ich auch nicht gefragt, oder? Wirklich. Gut, danke für euren Kommentar. Adi, komm, wir gehen. Wieso? Daheim verpassen wir ja nichts, hast du gesagt? Wer erzählt doch jetzt um ein solches Seich? Ich tue mein Goldfischchen. Aha, da hast du auch etwas missverstanden. Kinder, ich sehe einmal sicher bald wieder mal. So, komm jetzt. Komm. Das ist befürchtet. Appeli! Willst du nicht noch die Mahnungen sehen, die wir Stefan, bekommen haben? bitte! So, komm jetzt. Ja. Seit wann läuft es nicht mehr so rund bei euch in der Ehe? Eigentlich schon von Anfang an. Schon wenn was sie uns verrecken aufs Hochzeitsfoto hat wollen. Ja, die Vater, ein richtiger Metzger. Udo, ist dir nicht so mal eingefallen, was du hast gehört? Nein. Jesus Gott, ich sollte ja schon lange werden. Aber bei euch ist es so ein Haufen los. Dann vergeht Zeit gerade der Wildlo. Komm mit der Ruhe, Lumi. Du hast schon nichts verpasst. Wow, schau, 9 Pause. Weißt du was, Schatz? Da hilft nur noch eins. Das Schloss auswechseln und das Leute abstellen. Ja, du siehst es. Aber jetzt gehen wir uns zuerst ein bisschen weiter versöhnen. Das schneckelt mich jetzt gerade ein bisschen an. Ja, also, wegen dem geht jetzt die Welt auch nicht unten. Was geht's? Wegen dem Länderspiel übermorgen. Schweiz gegen Deutschland. Ich habe gegen noch keine Karte. Und du tust es so, wegen diesen paar Idioten, die da blöd an einem Bäuerli hängen nachsehen. Also nein. Ja, das ist jetzt so gleich. So, wir müssen. Morgen ist die Mama zurück mit einem Vertrag in die Tasche. Und da liebe Matti. Bereits ein feiner Scheck. Langsam kann ich es anglauben. Du willst dich eigentlich noch von deiner Frau verabschieden, hä? Aber besser gut nicht zu lang, hä? Wir haben da wichtige Geschäfte vor uns. Keine Angst. Wir werden kurz fassen. Harry, hol schon mal den Wagen. Mach ich, Stefan. Du kannst dir ja wesentlich überlegen, was du mit dem Geld machen willst. Ciao, Matti. Tschüss, Harry. So. Mein kleiner Grass. Hey, mach's gut. Du kommst gleich zurück. Ja, aber sicher doch, mein Goldschatz. Tschüss. So, das reicht. Ja, wenn du meinst, Herr Kommissar. Du, was meinst du?
Wie lange geht es echt, bis wir das Geld bekommen vom Lotto? Ich kann es kaum glauben. 5 Richtige. Oh, die Chauffeur. Tschüss, Schatz. Tschüss. Mach mir den Abschied nicht so schwer. Ja, Mann zum gern haben. So wie. 2 Euro. Oh, aber noch nicht nur. Schatz, wo hast du den Mähner gegeben? Ja! Spinnst du noch? Du kannst mich doch nicht einfach so küssen! Das habe ich eigentlich auch gar nicht im Sinn gehabt. Aber wo du gerade so einladend bist, da gestanden habe ich gedacht, nur mich, benutzen die günstigen Geräte. Was willst du eigentlich da? Und gratulieren zum Lottogewinn. Ja, also, das ist jetzt schon nett, merci. Ich stelle sie gerade ins Wasser. In eine Vase würde doch auch länger. Machst du die auf? Hey! Ja, da, oder siehst du sonst noch jemanden da drin? Eigentlich nicht. Eben. Danke. Mein Name ist Meier, ich bin Leiter vom Pfändungsbüro. Und das rentiert. Wie man es nimmt. Sogar für Angestellte, du dich. Eben der Leiter. Aha. Ja. Zapfsäulenleiter. So. Und die Angestellten habe ich dann auch. Leihfrei super und Diesel. In der Stüchte arbeiten. Grüß dich, Herr. Meier vom Pfändungsbüro. Ich habe etwa vor 2 Wochen die Freude gehabt, mit eurem Mann über gewisses... Jesus Gott! Ich habe nicht total vergessen. Ich weiß. Ich vergesse mich gern. Aber ich habe kein Bargeld im Haus. Ich habe nur da einen Lottoschein mit 5 Richtigen und einen Scheck für 5000 Franken. Immerhin, das ist doch schon etwas. Einen Blick. Oh, verbrannt. Tante Käthi ist schon da. Jetzt wird's lustig. Herr Meier, einen Augenblick bitte, aber ihr bekommt euer Geld, aber im Moment ist Katastrophenalarm. Könnt ihr heute in der Bibliothek warten? Ich rufe euch dann gerade. Geh ich aus? Ja, genau. Vor 7 Tagen in der Woche muss die Frau ausgerechnet dann kommen, wenn der Pfändungsbeamte da ist und mein Mann nicht. Und da, stand nicht so blöd im Zeug rum. Dann tu die Blumen in das Zimmer. So. Und jetzt nur ganz ruhig. Nein! Wieso lässt du mich vor der Tür rauslassen? Es ist doch so eng im Gang aussen. Warum hast du nicht angerufen? Tja, es hätte doch eine Überraschung sollen sein. Ja, die ist dir auch gelungen, ja. Herzlich willkommen, Tante Käthi. Danke!
das Hotel, wo ich wohne. Katastrophe. Frage doch den Portier, ob es etwa Ungeziefer hat im Zimmer. Da gibt er mir zur Antwort: Nein, gnädige Frau, aber wenn Sie welches wünschen, können wir es Ihnen besorgen. Ja, da hoffe ich dann. Dir gefällt unsere Wohnung ein bisschen besser. Willst du es jetzt gerade anschauen oder musst du noch ein bisschen verschnaufen? No, ja, ich bin noch gut im Schuss. Ja, besonders gespannt bin ich auf die Mann, gell? Ja, der ist eben im Moment nicht da. Ja, der wird schon noch kommen. Ich bin ja noch gerade einen Moment da, gell? Also, hier hätten wir die Küche. Nice. Schön eingerichtet. Mal. Schön habt ihr's. Und alles so schön staubig. Da ist er ja. Da der Kätti. Hast gleich einen kleinen Wermutstropfen, den er einscheichen muss. Yes. Ich verstehe, was du meinst. Das ist jetzt also dein Mann. Ja, genau. Das ist mein Mann. So. Du bist also der Stefan. Ja. Oh. Ja, lass dich umarmen. Oder besser doch nicht. Oh, ich habe ja Blumen im Gang vergessen. Oh, wenn du jetzt nicht alles kapierst, aber von jetzt ab ist mein Mann. Verstanden? Erklärungen kommen dann später. Bitte schön. Merci vielmals. Ich stelle sie gleich ins Wasser. Und dann mache ich Kaffee. Unterhalte doch der Wille ein bisschen mit dem Stefan. Well, kann man das? Mama, das geht schon. Hoffe ich. Ja gut, der hat keine mal ab. Ja, bitte. Bist du noch länger in der Mann? Ja. Nein. Ja, mal, natürlich, ja. Ja, also so natürlich ist das. Aber die Hauptsache, ihr seid glücklich. Das seid ihr doch, oder? Ja, keine Ahnung. Da müssen schon zuerst ins Mädchen fragen. Die weiß das viel besser. So. Ja, du bist allweg nicht so viel da. Durch den Tag aus gehe ich da an die Tankstelle hin. Why? Wieso Tankstelle? Also die Madeleine hat mir mal erzählt, du seist Schriftsteller. Ja, natürlich, das bin ich auch noch. Aber vom Schreiben alleine kann man ja nicht leben. Ah so. Ja, habt ihr denn kein Geld? Das weiß ich auch nicht. Da müssen schon zuerst das Mädchen fragen. Ich weiss da viel besser. Also irgendwie kommt das mir ein bisschen merkwürdig vor.
Ja, das kann schon sein. Das machen vielleicht die anderen Umstände aus. Ich meine, die momentan besonderen Umstände. Was für Umstände? Ah, die anderen Umstände? Ja, ist das wahr? Ihr bekommt das Kind. Das Kind? Da müsst ihr schon zuerst fertig machen. Das ist viel besser geschehen. Madeleine, ist das wahr? Frau Schmidt, Ja, wer ist da? glaube dir, dass ich mir vorstelle. Mein Name ist Meier, ich bin Leiter von... Leiter von der Post. Er ist Poststellenleiter. Ah ja. Ja, und was wollt ihr da? Ja, er zeigt mir dann persönlich die neuen Tarife. Das ist eine Kundenleistung von der Post. Ja, bei uns wird persönlicher Kundenservice sehr hoch geschrieben, ja. Ja. Kein Wunder, dass die Päckchen immer zu spät kommen. Bei dir noch bei jedem Kunden geht käfeln. Frau Schmidt, Ja, Herr Meier, sofort. Also, Madeleine, wenn du noch etwas Wichtiges mit dem Herrn Meier zu besprechen hast, dann lass dich nur nicht aufhalten. Dürfte ich euch vielleicht noch gerade einen Brief mitgeben? Bitte! Herr Meier, seid so gut. Noch einen Augenblick. Sie rufen euch dann. Merci. Und da, Blumi. Stefan, geh schnell in die Bäckerei etwas Süßes riechen. Ja, soll ich Verkäufer bringen? Nein, etwas zum Essen. Stell dich nicht so blöd her! Du musst dir noch etwas sagen. Gell, Tanteli? Hast du einen netten, den Stefan? Ja, vielleicht ein bisschen schüch. Ja, hat er dich gut unterhalten? Ich habe es einmal versucht, so gut dass es gegangen ist. Hey, Madeleine, sag mal, wie lange ist das eigentlich her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ja, das ist mindestens 15 Jahre. Wirklich? Das kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Ich habe mir auch. Madeleine, ich will dir ja nicht nachkommen, aber der hat auch wegen beide sehr viel zu tun. Und ja, dann ist klar, dass da die Haushaltung ein bisschen darunter leidet. Besonders jetzt, wo du dich ja ganz besonders musst schonen. Wie bitte? Ich komme nicht nachher. Ja, hast du dein kleines Geheimnis nicht mit mir teilen? Der Stefan, der hat mir bereits alles erzählt. Und jetzt pass auf, bis der Kaffee fertig ist und der Dings da, der your husband, die Mann mit dem Kuchen zurück ist, da könnt ihr mir doch ein bisschen nützlich machen. Ja, aber Tante Kein Widerrede. Das Putzzeug, das habe ich bereits im Gang aussen gesehen. Geh du jetzt nur in die Küche. Du wirst wahrscheinlich genauso nötig haben. Ja, aber... Was wird der Idiot der erzählen? Der hat ja höchstens gesehen, dass er nicht mein Mann ist. Aber er hat die nicht so, hat die ganz anders reagiert. Das kann ja lustig werden. So, am besten fangen
nicht im Schlafzimmer an. Ja, das könnte wahrscheinlich da sein. Ah, right. Ah, hallo Matti. Los, wir sind gerade in die Richtung gepostet. Und dann sind wir hier gerade über eurem Block gestanden und dann hat der Schwiegervater gemeint, wir könnten mal reinschauen. Ich wollte gar nicht in die Richtung laufen. Sicher hast du wollen, das weißt du noch nicht mehr. Kann es sein, dass wir da gerade rechtzeitig kommen? Es schmeckt nach Kaffee. Ja, wieder eine Tasse. Ja, was will der mit einer Tasse? Kaffee will ich. Ja, also, der hockt her. Ich will schauen, wie weit das der Kaffee ist. Gut. Ich habe gerade noch gesagt. Adi, komm, hock da ab. Wir sind zum Kaffee eingeladen. Du hast dich zum Kaffee eingeladen. Du! Ist das ein Unterschied? Nein, für dich nicht. Was lesest du da? Ja, lauter Blödsinn. Da kannst du dich ja gerade so gut ein bisschen mit mir unterhalten. Das kann gut sein, Margot. Hast du mir den geschickten Blödsinn doch noch lieb? Du. Wer ist denn das? Du wirst sie doch bestimmt fragen, oder etwa nicht? Au, hoppla. Ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Ihr macht das super. Sieht man das? Ja, und um an eurer Aufdachung gehen, hä? Ja, und mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, wir sind die Eltern von Stefan. Ah, von Stefan. So. Ja. Ja, noch. Ein lieber Bub, Peter. Ich habe ihn bereits kennenlernen. Wo ist er denn wohl? Ah, der ist heute in die Bäckerei gegangen. Das wird er ja wohl noch können. Aber ich muss jetzt weitermachen, dass ich die Madeleine noch ein bisschen schonen kann. Warum schonen? Ja, wegen dem. Oh, Hallo? Papa. Was habt ihr nicht gewusst? Ja, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Ja, vielleicht hätte es ja noch eine Überraschungsgeselle sein. Also von mir wüsst ihr denn nichts, gell? Ja, das hat euch Matti erzählt. Nein, der Stefan. Aber ich muss jetzt weitermachen. Ihr entschuldigt mich. Verstehst du das? Nicht so ganz, Oh, ne? das habe ich ja gedacht, oder? Warum fragst du denn? Was sind das so für Zustände in diesem Haus? Wo die Frau kommt, um sich mit meinem Sohn zu treffen, sie hat mir als Schwiegertochter wie selbstverständlich den Vornamen. Matti überkommt das Kind von diesem Schwachsinnigen und erzählt es auch noch der Putzfrau. Und sieht, das ist alles nur ein Spiel. Also, ich glaube, ändern. Also wirklich. Madeleine, lass mal, wieso weiss die das? Ah, der hat sie bereits lernen kennen. Tu nicht Das ist ablenken. eine Kette, gell? Tu nicht ablenken. Also wirklich. Ja, ich weiss doch auch nicht, warum das sie... Die kann es ja gar nicht wissen. Sonst hätte die ganz anders reagiert. Ja, das ist halt so.
eine spontane Idee von mir. Ja, was hätte ich denn sollen machen, wenn der Stefan nicht da war? Ja, da ist mir halt der Lumi recht gekommen. Du hast ja du im Proben gelassen, dass der Lumi der Stefan sei. Ja, aber der Lumi ist doch da der Ausserredisch, der das letzte Woche begegnet ist. Ja, genau, der. Er ist ja schon nicht der Schnellste, aber... Ja, du siehst es. Bevor der weiss, welches Datum das ist, haben wir ja schon nächstes Jahr. Wo ist denn der Stefan überhaupt? Ja, der ist in Frankfurt, an der Buchmesse. Ich glaube, jetzt hat er es geschafft. Er hat einen Verleger gefunden für sein neues Buch. Aber jetzt bitte ich euch einfach nur noch eines. Helft und spielt das Spiel mit. Sie ist ja nur heute da. Und jetzt gehe ich ins Esszimmer den Tisch wegmachen. Dann könnt ihr dann nachher einen Kaffee nehmen. Verstehst du das jetzt noch nicht? Also das haben wir gedacht, immer und immer. Die Zustände in diesem Haus, jetzt habe ich es vorhin schon gesehen, die Putzfrau kommt, um sich mit unserem Sohn zu treffen. Sie hat mir eine Schwiegertochter wie selbstverständlich davon machen, das hast du. Und er kommt Nadja ein Kind von diesem Schwachsinnigen und jetzt erzählt uns die noch, dass sie alles nur ein Spiel. Also ich glaube, das ist eher wie ein Traum. Also wirklich. Also, ich habe das nicht so verstanden. Ja, das verwundert mich wieder gar nicht. Du musst schon noch dein Hörgerät einstellen. Das Handgerät ist eingeschaltet, aber für mich gesund nicht und die Nerven weg. Tommy noch mal besser, ich will zuschauen. Das ist immer Komm doch auf! Ja, ich bin hier. So, Herr Schaffner, da bin ich. Es ist gerade ein bisschen später geworden. Dafür bin ich jetzt gerade voller Tasse dran. Ja, und mit wem haben wir jetzt wieder das Vergnügen? Das ist doch jetzt die Tante. Was ist schon lange Hey, herzlich willkommen, meine Gute. Schön, dass ihr endlich da seid. Nati wird sich sicher bestimmt freuen. Mein Name ist Schmidt. Ich bin Mutter von Stefan. Und das da... Ich bin, glaube der Vater vom Stefan. Und mit diesen blöden Sprüchen. Also wirklich. Ey, ihr seid doch sicher auch verschöpft von eurer Längenfahrt, gell? Macht das doch da auf ein bisschen bequem. Wieso? Ich bin zu Fuß gekommen. Zu Fuß? Ja, verrückt mir in dieser Familie. Ja, ist ja auch gesünder, gell? Ja, aber hört. Und dann euer Gepäck? Wo ist das denn? Im Hotel? Wo ist es? Im Hotel? Ja, also meine Wäsche ist daheim, weil ich das so brennend interessiert. Daheim? Ja, und dort die Wäsche zum Wechseln? Ja, komme ich daher für eine Modenshow zu veranstalten? Heiße ich Claudia Schiffer oder was? Die Also ich glaube, also ich glaube, wir müssen mal schauen, wo die Madeleine ist. Komm mal. Ich habe ganz Putzzeug zu wegmachen. So nicht. Frau Schmidt, Sind die? tut mir leid, ich habe gar nicht gesehen. Was machen die in der Wohnung von meinem Sohn? Entschuldigung, mein Name ist Meier. Ich bin Leiter vom hiesigen von der Post. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Peter Herr Meier Poststellenleiter. Das ist ja unglaublich. Da gebe ich euch allerdings recht. Da seid ihr aber nicht in der Hölle vom Leutland gelandet, hä? Kann man jetzt nicht machen. Das werdet ihr spätestens dann begreifen, wenn ich meine Frau über den Weg gehe. Mensch, Meier.
Wenn die herausfinden, dass die da sind, gut nach dem 6. Aber die schreiben da gute Federn, meine Lieben. Gebt mir die Hand. Aber ich bekomme sie wieder. Ja, sehr. Warum? Ich will sie schütteln. Für was? Für mich Danke zu sagen. So? Ja, die haben jetzt weggebracht, was ihnen in 40 Jahren Ehejahr nie gelungen ist. Was? Die Frau ist fast 5 Minuten sprachlos gewesen. Kommen wir darauf an, wie wir ihnen trinken. Ich habe da gerne riesige Reserven für ganz spezielle Anfälle. Vorfälle, Einfälle, Gräser finden wir nicht in der Bibliothek schon. Es muss gefeiert werden. Ja. Ja. Oh, Gott sei Dank hat man noch eine Schwiegermutter. Ja, ich komme ja schon. Schon wieder die Küche. Ja, schon um dir. Ja, wie man anschaut, wieder einmal eine Wiederholung vom Schutten. Ich hoffe, dass der FZ Thun dann doch noch ein Goal schießt. Ah, merci, Lumi. Was überkommst du? Eine Verkältung. Also ganz rauchen Hals. Was schuldet er? Ah, Dank. Nichts als Dank. Nein! Was hat es gekostet? Wie viel hast du ausgegeben? Weiß ich doch nicht mehr. Da muss ich bloß zuerst schon mal studieren. Ah, komm mit in die Küche. Das geht mir viel zu lang. Das ist jetzt so komisch. Wo ist jetzt so der Pässe an der die Sachen? Was macht ihr da? Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Was macht ihr da? Ich putze, Wieso? weil es da so dreckig ist. Ah ja, und ich bin da zum Achterbahnfahren, oder was? Ich mache da in der Woche super. Seid ihr sicher, dass es sich da um die hier handelt? Seid ihr von Beruf Komiker, oder was? Was macht ihr da jetzt? Ich bin die Tante von Madeleine. Mein Name ist Käthi Schaller. Das ist noch lange kein Grund mehr, da Mysterien streitig zu machen. Ich glaube, es handelt sich da um eine Verwechslung. Kommt da mal mit. Wo ist eigentlich meine Tante? Adi! Ja? Schau dir, was da volle Flasche Brötchen bringt. Oh, weißt du, wenn ich mich da aus hätte, ich studiere ich auch so ein bisschen Lätzchen. Oh, ich glaube, das ist eine gute Wahl da. Der werden wir auch unsere Freude haben. René Gardi, eine Bagardi. Oh, das Ding, alles gerützt. So, dann hoffe ich, dass ich euren Zeitplan nicht unnötig durcheinander gebracht habe, gell? Ah, dir wird jetzt aber nicht sagen, dass ihr da schon fertig seid mit Putzen. Wie bitte? Für das Speziali da Bützerle verlangt ihr aber nicht noch Geld, oder? Was fällt euch eigentlich ein? Natürlich verlange ich kein Geld. Ich wollte jetzt
jetzt zuerst einmal ein Stück Kuchen essen und ein Tassel Kaffee trinken. Aha, mit was wir euch ja das verdient hätt? Ist mir ja schleierhaft. Das ist jetzt doch der Gipfel. Das glaubt ja nicht so etwas. Tante Käthi, ich habe sie bereits vermisst. Kaffee und Kuchen sind zu Weg. Sofort, mein Tier, sofort. Aber zuerst brauche ich jetzt einfach mal ein bisschen frische Luft. Ja, was ist denn ja passiert? Also, deine Schwiegermutter, die hat ja einen schön frechen Ton drauf. So kann sie dann mit mir nicht umspringen. Ja, aber was ist zwischen dir und Tante Käthi passiert? Gar nichts. Was soll auch passiert sein? Ich habe ja kaum 2 Sätze gewechselt mit dieser Dame. Aber von dir möchte ich jetzt wissen. Ich auch die 2 Sätze gelernt, für Tante Käthi total zur Fassung auszubringen. Das ist mir also schleierhaft. Dann kannst du deinen Schwiegervater fragen. Apropos. Ich verlange von dir, dass du nett bist zum Tante Käthi. Nicht, dass sie sich über die Ton muss beschweren. Aber also, Matti, du kennst doch also meinen Ton. Ja, deine sogenannte Putzfrau verlangt Kuchen und Kaffee. Ich habe gar nicht gemerkt, dass Frau Staubli, ich habe gar nicht gemerkt, dass der sie kommt. Euer Schwiegervater hat mir gerade die Tür aufgemacht. Also, ich bringe euch gerade ein Stück Kuchen. Nein, danke. Ich kann das süße Zeug nicht ausstehen. Ja, aber... Ja, das ist ja lieb gemeint. Aber der Schlag, der geht auf die Figur. Wir machen es uns im Bad weiter. Das soll also nachher kommen, wer will. Was ich noch sagen Wie kommt ihr dazu, sich bei meiner Schwiegertochter über mich zu beschweren? Was habe ich euch eigentlich gemacht? Ich mich über euch zu beschweren? Wie kommt ihr echt dazu? Hätte man echt früher ein bisschen zu lange mit der Barbie-Baby gespielt? Nicht? Aha, komisch. Und überhaupt, wie laufen jetzt ihr da das um? Bietet ihr etwa da auch noch auf den Putz oder was? Ja, oder hättet ihr gemeint, die gehen so eine Maske bauen? Also, merkwürdig. Ich glaube, Matti verwechselt da einiges. Ob das auch mit ihrer Schwangerschaft vielleicht zusammenhängt? Ein Putzkübel, ein Putzkübel. Saft, ja, musst können merken. Hallo, Stefan. Oh, ja, hier, hallo. Ich muss sofort in die Küche. Die Frau vom Abwart, die glaube ich auch noch Pfändungsbeamtin ist, die schraubt an einem Rohr rum. Was? Ist die da und will Kuchen pfänden? Wie lange geht es, bis der Kübel da ist? Die? Was machen die da in der Küche? Nach was sieht's aus? Ballettunterricht oder habe ich ein Tütü an? Wollt ihr pfänden? Was will ich? Überhaupt, wer seid ihr? Machen wir es kurz. Was schuldet euch meine Nichte? Sagt nichts. Kommt gleich nichts Gescheites raus. So, ich gebe euch hier einen Blankoscheck. Und dann ist die Sache ein für alle Mal erledigt. Seid ihr sicher, dass bei euch alles so Keine blöden Sprüche. Und jetzt raus. Aber, Handli. Ihr erlaubt aber schon, dass ich zähle. Nein, ich erlaube nicht. Ihr sollt jetzt raus. Sofort raus. Jetzt macht also Punkt. Stefan, nimm's Rohr. Stefan! Ja.
Hier kommt bestimmt nie mehr. Also, was machen wir jetzt mit dem Rohr da? Ja, da bringen wir schon mal in die Ordnung. Also, wenn du das sagst. Ja. Was ist denn das so für ein Mann? Matti, findest du das richtig, dass da deine Tante jetzt auch noch sauber macht? Sie hat sich doch selber aufgedrängt. Lass sie doch, wenn es ihr Spass macht. Ja, also wirklich, was wir ja von deiner Putzfrau nicht kaputt haben. Jetzt hack doch nicht gern auf der Frau Staubli rum. Das ist ja eigentlich gleich. Wo ist eigentlich die Schwiegervater? Ja, das ist jetzt nicht ausgeglichen. Der Kuchen ist also, da ist so etwas von gut. Ich nehme mir noch den Spitz mit. Also wir nehmen ja langsam Hunger, wo die Leute alle sind. Ich drehe mal auf. Was macht ihr zwei in der Küche? Ja, Mama, wollen die Frau her tun? Ich habe ein bisschen zu früh aufgedreht. Ja, und wo ist denn die Hausmeisterin? Ja, die habe ich rausgerührt. Die falsche Person, die. Du hast was? Die fragen dich lieber nicht, warum. Ach komm nun, Stefan, komm ins Bad oder Kopf trocknen. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Nichts. Aber eine kalte Dusche würde dem bestimmt nicht schaden. Oder noch besser einen anderen Kopf. Könnt ihr euch den als Vater vorstellen? Nicht wirklich, wieso? Ja. Hat euch die Madeleine nicht erzählt, dass sie schwanger ist? Ist sie? Ja, aber es hat jetzt der damit zu tun. Er ist der Vater. Der! Also jetzt machen das halblänglich. Meint ihr jetzt das? Also, wenn ihr nicht der Vater sein kann, dann sicher der. Den kennen ich das Mädchen viel zu gut. So etwas würde ich nie machen. Ja, aber er hat mir ja selber erzählt. Also, das hat dir Frau Schmid jetzt wirklich nicht zugetraut. Ich hätte es vor allem ihm nicht zugetraut. Ja, da macht man sich schon seine Gedanken. Hättet ihr vermutet, dass das Mädchen einen Hausfreund hat? Also auf das wäre ich jetzt wirklich nie gekommen. Und dann noch so einen. Die Madeleine hat einen Lover. Wieso hat sie denn den grässlichen Kerl überhaupt geheiratet? Ist doch jeder andere besser als der Dorftrottel. Ihr, sagt mal, wo bin ich da eigentlich? Ja, das frage ich mich auch, wenn ich euch so anschaue. Also, ich weiss ja nicht, was in der Madeleine innen vorgegangen ist. Aber euer Sohn, das muss ja ein schöner Schlappschwanz sein, wenn ich auch mal das Kompliment verteilen. Hey, wie kommt ihr eigentlich dazu, meinen Sohn so schlecht zu machen, möchte ich wissen? Ja, also nach allem, was ich bis heute alles gesehen und gehört habe,
Ist denn das die logische Schlussfolgerung? Dann habt ihr aber Hunger, von wem das ihr solche Sachen gehört habt. Ja, von ihr dort. Von ihr? Hey, was fällt euch eigentlich ein? Was habe ich euch eigentlich gemacht? Was? Habt ihr jetzt schon mal für einen Ton getroffen? Das verbietet ich nicht entschieden. Unser Sohn ist nicht kein Schlappschwanz. Das habe ich auch nie behauptet. Aber das ist nicht an. Das ist auch nicht. Das ist ja mal nicht zu übersehen, oder? Also, das könnte ich jetzt nicht behaupten. Der Stefan ist doch sehr ein gescheiter und ein höflicher Mensch. Reden wir wahrscheinlich von zwei verschiedenen Personen. Also, von dem, dass ihr ja redet, weiss ich nicht. Jedenfalls, der Stefan, den ich kenne, ist ein feiner Kerl. Der bringt es nicht ganz weit ins Leben. Ja. Zum Sozialfall. So, jetzt Lernzocker. Ach, was ist denn der richtige Müsse? Ach, das ist ein Gefühl. Und dann ist es auch nicht gut. Schau mal, Adi. Damenwahl. Die zijn roos jong. Ja, dan moet je maar wat de passitante kunnen gaan schroep heen. Welche von denen sagst du was? Oh ja, vor 40 Jahren gewählt, aber die falsche. Oh, die kleine Maul. Nee, dat is al drom. Wenn du drauf bist, geh. Jij moet hem snap flikken. Ik zou oude hersensaxel eens draaien. Nou werd er gewoon genau gleich hässlich aus wie vorher. Anders stort kann man eine Wald. Wir müssen mit dem Schnaps gehen. Rekala. Remala. Rekala mala. Beanstanden, jawohl. Adi, du bist ja besoffen. Aus das Servus. Warte nur da, bis wir daheim sind. Hörst du auf etwas? Kleuren zijn er in. Ali, wir Männer müssen zusammenstehen. Wir sind keine Schnarchnasen und keine Hähnen und die Hau auf. Jawohl. Was soll jetzt das heissen? Jesus Gott, Herr Meier! Und so etwas ist Poststellenleiter. Wer ist das? Der Herr Meier, ist Poststellenleiter. Und scheinbar auch ein guter Bekannter von meiner Nichte. Was? Ihr seid der A-Meier, der Vaterfuchs da, der so unverschämte Briefe schreibt. Die Bleistiftschleckte. Die Postheili. Du hast das die ganze Zeit gewusst. Warte nur mal, Bürstchen. Jetzt lernst du mich den kennen, so kommt da ins Gange. Wenn du den Raum kommst, der Sauber oder der Brief. Und dein Fußbrecht. Ganz viel. Ach, das ist ein
Ja. Nein, es hat ihr zum Glück nichts gemacht. Ja, es ist auch nichts Außergewöhnliches passiert. Ausser, ja wisst ihr, sie hat Besuch bekommen von ihrer Tante, die so ein bisschen, wisst ihr, komisch ist. Ja, vielleicht nervt sie ja die Person zu fest, ja. Genau. Die? Was? Ich? Der jetzt hört da mal zu, hä? Ich nerve den nie. Ich bin True in Person. Ich schweige quasi den lieben Tag umeinander. Jawohl. Ja, kommt ihr jetzt oder kommt ihr nicht? Teuer? Was heisst da teuer? Ihr müsst ja also nicht die ganze Praxis daher schläfen, oder? Und ein Taxi kann unmöglich so teuer sein. Ja, da meinetwegen. Wenn es um die Gesundheit von meiner Schwiegertochter geht, ja. Gut, Adi. Also wirklich, mit das Geld, das du könntest du an Ikea ganze Schlafstube kaufen. Adi, das muss ich dir hoch anrechnen, dass du dir so todesmutig dazwischen gestellt hast. Hoffentlich auch. Eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. Die Frau schwingt ja gut den rechten Haken. Sagt mir nicht. Selber ein Stund. Woher das die Energie nach mir ein Rätsel. Sag jetzt einmal, wieso hast du doch nicht gesehen, dass ich Händigungsbeamter? Hast du eine Ahnung? Die Leute behandeln mich ja wie eine Aussetzungen. Und die Schwiegertochter hat mich als Poststellenleiter vorgestellt. Und weil ich angenommen habe, sei ein zwingender Grund, habe ich auch dir den Gefallen gemacht. Aber wenn ich gewusst hätte, auf was mich da einlässt, dann ist schlagartig wieder nüchtern geworden. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber bevor wir die Sache jetzt richtig aufklären, wäre es wieder gescheiter, wir hängen da noch ein bisschen am Balkon die frische Luft schnappen. Ja, so dass wir im nächsten Fall, im nächsten Angriff dann besser gewappnet sind. Genau. Machen wir. Ja. Haben wir jetzt Glück gemacht? Dem siehst du Glück. Jetzt ist nichts mit dem Vertrag. Kannst du dir vorstellen, was das Mädchen sieht? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Stell dir vor, wir hätten erst Frankfurt erfahren, dass der gute Mann spitze Plater hat. Spitze Plater in diesem Alter. Hast natürlich recht, ja. Ich schaue, dass ich morgen am Morgen einen neuen Termin haben kann. Mach das, sonst gib mir das Mädchen einen Gürtel. Nee. Trotzdem freut es sich, dass du mal da bist. Hey, mir auch. Ja, wie sieht's? An deinen glänzigen Augen geht's eine ruhige Nacht. Stefan, was machst du da? Jesus Gott! Wie siehst du aus? Du bist ja gleich wieder tot. Matt, fühlst du dich gut? Kinder haben sie ja eiskalt. Ja, ich fühle mich auch wie tot. Du kannst dir nicht vorstellen, was da alles abgegangen ist, seit du fort bist. In dieser kurzen Zeit, was der Mut? Wenn ich das wüsste, wär's mir wohl. Verstehe ich nicht? Es ist ja kein Mensch, der Seele rum. Ja, kein Mensch. Nur meine Schwiegermutter. Komm, erzähl uns noch. Komm, wir gehen in die Schlafstube. Das ist vielversprechend. Dort ist im Moment niemand drin. Oh, das wollte ich ja hoffen. So werden die anderen Zimmer Orgien gefeiert. Das kann schon sein.
Ich habe schon lange nicht mehr nachgeschaut. Komm. Harry, mein Freund, bediene dich in der Zwischenzeit noch mal an der Bar, gell? Aha, da werdet ihr nicht Glück haben. Mein Mann mit seinem Suffkumpan, das war ja schneller. Es sind doch noch Leute da, grüß Gott. Ihr seid jetzt nicht schnell da gewesen. Allerdings, schneller als erwartet. Ein Krankheitsfall, Spitzenplater. Natürlich ein Krankheitsfall, aber er muss sicher nicht Spitzenplattern. Das ist mir aber so gesehen worden. Aber nicht von mir, Warum? Hast du ja Männerstimme im Telefon. Ja, bin ich etwa Zara Leander? Das weiss ich nicht, das müsst ihr selber wissen. Nein, müsst ihr vorher eigentlich gerne noch eins gügeln. Ich weiss nicht, was das euch angeht. Der junge Mann, wo hat er eigentlich studiert? Ja, gar nicht studiert. Was? Der hat nicht studiert und praktiziert gleich? Also, das kann ich nicht echt nach einem Quacksalber ins Haus gerichtet. Ja gut, meinetwegen. Ich kann mal schauen, wo meine Schwiegertochter ist. Praktizieren und studieren, halten echt die mehr für Nazi. Guten Tag. Das wünsche ich euch auch. Gut, dass ihr da seid. Ich habe schon mit euch verwechselt. Natürlich. Wenn ich euch so anschaue, meine ich direkt in den Spiegel. Was ist Frau Schmidt? Schlafzimmer. Ah gut, dann müssen wir erst schauen. Das Schlafzimmer, ist da? Das weiss ich selber. Was hat man euch gesehen im Telefon? Mir hat niemand angerufen. Ah, die Alte. Ihre Schwester oder wie man diese Person sieht? Ich habe keine Schwester. Ich bin Einzelkind. Ich gebe es auf. Aber Rösi, wenigstens um was es sich handelt. Natürlich. Verstopfung. Ja, das ist... Bei der Frau Schmidt handelt es sich immer um Verstopfung. Das seit Wochen. Ja, das ist nicht gängig. Das könnt ihr nicht sagen. Und ich habe dann auch den Dreck vorgeputzt. Das ist immer so ein ordinärer Umgangston. Das geht ja da zu wie auf dem Bahnhof. Ständig neue Gesichter. Das ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt passt ihr auf, wenn ihr nicht geht. Es ist noch alles feucht. Ich habe gerade frisch gefegt. Ah, das hättet ihr noch auch ersparen können. Ich muss jetzt erst den Dreck rausgrübeln und dann ist sowieso mal alles nass. Seid ihr ein Rosmetzger oder was? Hey, übrigens, wisst ihr etwa gerade, ob ein anderer Verrückte da noch in der Wohnung ist? Gegenfrage. Wer in dieser Wohnung ist hier nicht verrückt? Ja, da hat er auch wieder recht. Ich hätte jetzt nie für eine Ärztin gehalten. Oh, entschuldigt, aber ich muss sofort aufs Häuschen. Ja, Wasser hat so eine Gewalt. Das kann der stärkste Mann nicht haben. Ah, da muss er auch meine Schwiegertochter gefunden haben. Ja. Wer? Ja, es war doch vorher ein Arzt da, oder? Ja, kann sein, ja. Jetzt laufen ihr gerne noch mit dem grässlichen Aufzug. Meinetwegen. Wisst ihr was? Ich muss jetzt nämlich wirklich reden, weil wir jetzt mal alleine sind. Kommt da, guckt da bitte mal ab. Ja, wisst ihr? Medi hat mich ja eigentlich gebeten, euch nichts zu sagen. Aber ich meine, ich sollte aber schon gerne ehrlich sein im Leben.
Das aus eurem Mund. Jetzt wird's aber spannend. Wisst ihr, es ist mir ja schon ein bisschen peinlich, aber meine Schwiegertochter hat mich da in eine Situation gebracht. Ja, dann sagen's doch endlich. Ja, also gut. Wisst ihr, der ihr eigentlich für einen Mädis ihren Mann haltet, das ist gar nicht ihr Mann. Was? Also, das haut mich jetzt um. Ja, der ist das gar nicht geheiratet. Na wohl schon, aber eben nicht mit dem, was ihr glaubt, dass es ist. Aha. Ich verstehe. Das überhaupt nicht. Aber wieso erzählt ihr mir das alles? Ja, glaubt ihr eigentlich, mir ist es angenehm, wenn ihr meint, der Volltrottel, da sei mein Sohn. Wieso, das glaube ich doch gar nicht. Was, dass das Individuum mein Sohn ist? Nee, dass es ein Volltrottel ist. Also, für euren Sohn müsst ihr euch nicht entschuldigen. Jedenfalls nicht bei mir. Der ist doch goldrichtig. Ah, ja, da ist ja das Missverständnis aus der Welt geschaffen. Ich bitte euch jetzt nur noch, dass ihr das nicht unergelt. Ja, eben, wenn jetzt die Situation nicht noch mit dem Kind wäre. Wieso? Was ist denn mit dem? Wisst ihr, da die alte Schreckschnube, ihr wisst ja, wer ich meine, die schwaffelt da so etwas von einem Kind. Ich hoffe jetzt nur inständig, dass die sich verhört hat. Ja, also Grossmutter werden ist eine schöne Sache. Wie bekommt so ein Kind so ganz ohne Schmerzen? Also, wenn ihr Luis von vorne anfangen könnt, dann würde jetzt die Mutter sie auslassen und würde dann direkt Grossmutter. Ja, aber wisst ihr, das Kind ist eben nicht von Stefan, sondern eben von dem Volltrottel. Ja, also, aber jetzt müsst ihr dann schon ein bisschen genauer werden, weil in diesem Haus hat es ein ganzes Nest voll von dieser Sorte. Wisst ihr, das mit dem Kind geht ja eigentlich nichts an. Obwohl es mir ja auch nicht recht ist, wenn es nicht von dem ist, was ich vermutet habe. Aber der falsche Mann, dass ich das nicht gemerkt habe. Wo ich doch da Woche für Woche. Ja, aber dann nehmen Sie mich dann gleich noch Wunder. Wer ist denn der richtige Mann, oder? Aha, ja, das kann ich eigentlich euch schon zeigen. Wartet mal. Das ist der Madeleine ihr Mann. Das ist also der Stefan Schmidt. Ja. Hä? Wer hat so gedacht? Wird er mich verarschen oder was? Wie bitte? Also, der Doktor, der da im Haus ist, scheint auch ein Doktor für Geistesgestörte zu sein. Weil eine von uns zwei hat ihn dringend nötig. Aber ich bestimmt nicht. Ich gehe jetzt in die Waschküche zur Waschmaschine. Bei denen bin ich wenigstens sicher, dass sie auf die richtige Seite dreht. Jetzt dreht die Hand durch. Seid ihr bei deiner Schwiegertochter gewesen? Nein, was? Ja, wegen der Hygiene. Nein, wegen mehr Druck auf die Lehre. Hey, hört, kennt ihr euch aus einer Taschenschäden? Ja. Wie soll ich das verstehen? Wisst ihr, geistige Demenz haben wir da bloß bei uns. Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist jetzt also blöd. Wisst ihr, in dieser Wohnung da befindet sich nämlich so eine geistig verwirrte Person. Ja, die Vermutung habe ich auch. Die sind nicht länger da und hat das schon gewirkt. Ja, schaut, gute Frau. Die Diagnose, die ist nicht schwer zu erstellen. Nur weiss ich eben im Moment nicht, wo sich die Person gerade aufhält. Seid ihr ganz sicher, dass sie nicht da irgendwo in diesem Zimmer ist? Ja, also ausser uns zwei ist da niemand. Das sage ich. Hey, Achen. So, ja, jetzt schauen, wo der Stefan ist. Hallo? Hallo? Da ist ja noch jemand. Schon jemand fremd. Nicht? Könntet ihr mir heute helfen, der Flamschhase schrunzt mir unten raus? Die ist doch nicht. Hey, mach dich. Geh gefälligst selber aufs
Also, in diesem Haus dürfen sie blutig gestört auf Fließband. So ist wirklich also. Honig ist ja weiss Gott gross genug. Aber euch läuft man schon beständig über den Weg. Mein Gott, seid ihr eigentlich denn noch da? Was man von euch leider auch muss sagen. Was spielt ihr euch da eigentlich so auf? Der hätt's noch grad nötig gehabt. 5 Minuten da putzen. Ah, und dann 2 Stunden in der Küche aus der Kuchen fressen. So groß, wenn ihr da daheim wärt. Mässiger, gefälligsten euren Ton. Schliesslich gehöre ich hier zur Familie. Nur weil ihr 5 Minuten da wieder besser geschwungen habt. Der müsst einen gewaltigen Riss in eurer Hirnwand haben. Dir, also lang lasse ich mir das von euch nicht mehr bieten. Ihr seid ganz eine impertinente Person. Der glaubt denn nur gar nicht jemand, dass ihr mich da so mit Fremdwörtern beleidigen, die ich nicht verstanden. So, zum Donner. Jetzt gehe ich extra raus. Den Rest der Kuchen noch anwürgen. Schon wenn ich schon lange nicht mehr mache. Und ihr seid doch ein einfältiger, blöder Tutsch. Hallo Stefan. Hallo, Tanteli. Gut, dass ich dich gerade sehe. Ich habe noch etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Komm, mach da mal ab. Aber noch ein Werkzeug in der Hand. Dort tust du es halt. Dort hinten auf das Möbeli. Gell? Gute Idee. Echt stark. Da kommt noch die Sache. Also, lass mal, Stefan. Du bist ja sicher sehr lieb und nett, aber ich glaube einfach, Madeleine ist nicht der richtige Typ für dich. Typ. Ja, welcher Frauentyp? Was hast denn du gern für Frauen? Solche, die viel reden? Oder die anderen? Ja, welcher andere? Das hat ja keinen Wert. Los, Stefan. Madeleine ist doch sehr lebenslustige und vor allem intelligente Frau. Also, irgendwie passen die doch überhaupt nicht zusammen. Ja, da müssen wir schon gegen uns zuerst mal die Frage. Die wissen da viel besser Bescheid. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Los, Stefan. Es geht doch auch um die Zukunft. Und schliesslich erwartet sie ja ein Kind. Ja, was? Das ist aber dann ganz sicher nicht von mir. Schritt. Ja, bist du sicher? Ja. Ja, umso besser. Aber das ist ein anderes Thema. Lassen wir das. Was ich wollte sagen, ich wäre sehr dafür, wenn ihr euch würdet trennen. Also wenn ihr euch würdet scheiden. Ja, wer? Was heisst da wer?
aber das geht ja gar nicht. Ja, Stefan, ich weiss, das muss ein furchtbarer Schock sein für dich. Aber um ehrlich zu sein, habe ich die weite Reise daher nicht gemacht, um anzuschauen, wie die Madeleine ins Unglück steuert. Hast du das begriffen? Nein. Das frage ich auch. Um dir die Entscheidung ein bisschen zu erleichtern, wäre ich bereit, dir so eine Art Abfindung zu zahlen. Vorausgesetzt, du unterschreibst das hier, was ich vorhin im Esszimmer vorbereitet habe. Ja, was ist denn da? Das da ist eine Erklärung dafür, dass du die Scheidung einreichst. Sobald du das Geld bekommen hast. Ja, was denn für Geld? Denkt Abfindung natürlich. Ja, ich günstiger können haben. Ja, und was ist denn mit dem Mädi? Also, ich glaube kaum, dass sie dir nachher trauern. Ja, das glaube ich auch nicht unbedingt. Was sagt denn da Ihr Mann dazu, Vincent? Da macht der Mann keine Sorgen. Ich bin wieder. So, und jetzt unterschreibst du. Aber dann bitte nicht mit 3 Kreuzchen, gell? Geht's auch mit Druckbuchstaben? Ja. Ist gut. Das kann zwar kein Mensch lesen, aber mir längt's. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber könnte es echt sein, dass dir... Ich um das Wohl von meiner Nichte sehr besorgt bin, jawohl. Ja, nun, dann kann ich ja gehen. So, der Rottel werden wir mal los. Gut sehe ich euch jetzt. Also, ich will ja keinen Aufrieden stiften. Und es gibt mir eigentlich auch nichts an. Aber es scheint doch fast, als ob in diesem Haus nicht alles mit rechten Dingen zu und her geht. Ja, genau. Ich habe mir doch mal von einem Kind erzählt, wo niemand so recht weiss, wer der Erzeuger ist. Ja, das ist ja so. Also, es sieht ganz danach aus, als ob die Mädchen ihren Freund da noch in der Wohnung hat. Nein! Sodom und Gomorra! Ja, das weiss ich jetzt nicht, ob das so heisst. Aber ich habe die beiden gesehen, wo er ihre Hand hatte und stehen gestreichelt. Und der Beste war schon, ihr Mann ist nebendran gestanden und hat zugeschaut. Ja, dann muss das Kind von dem Herr sein. Der Stefan hat mir nämlich vorhin gerade erzählt, dass er mit der Vater ist. Ha. Und der Kerlige traut sich einfach so daher. Und ist dann etwa noch ein guter Freund vom Stefan. Die Dame. Also, entschuldigen, ich kann da nicht stören. Das
Herr, jetzt der besagte Herr. Nein, der stört nichts. Ich wollte sowieso weitermachen. Scheinbar habe ich die gute Frau Greif vertrieben. Darf ich mir vorstellen? Ich bin der Harry Wächter. Guten Tag. Ihr könnt euch dann bei mir bedanken. So. Wenn ihr mir noch sagen für was? Oh, lieber Gott, nicht schon mal bekloppt. Ich habe euch den Weg frei gemacht. So? Bitte. Könnt ihr mir das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Oh, lieber Gott, der Post redet ja um eine Kirche bei. Meine Nichte wird sich scheiden. Aha. Dann ist der Weg frei für euch. Ihr seht, ich unterstelle euch ehrenwerte Absichten. Ihr seid ja scheinbar der Vater. Ich und Vater? Einen Moment bitte. Wenn was lieber Gott, dann gehe ich ja ins Kloster. Was genau hat jetzt das sollen? Ja, dann wollte ich ja schauen, wie richtig ich nicht bin. Merkwürdig. Das habe ich mich heute noch schon ein paar Mal gefragt. Nicht wahr? Kennt ihr Pension Schöller? Nein, ich wohne im Blauen Bock. Ein schreckliches Etablissement. Dürft ihr euch eine Frage stellen? Ja, aber einfach nur einfach. Ist das Kind von euch? Darf ich euch auch eine Frage stellen? Bitte. Welches Kind? Seid ihr so ein Filou und habt gerade mehrere Frauen geschwängert? Ja, also bewusst habe ich keine Frau geschwängert. Das müsst ihr ja wissen, da wäre ich ein paar dabei gewesen. Ja, hättet ihr nicht gewusst, dass die Madeleine schwanger ist? Was, das Mädchen ist schwanger? Ja, das holt mich jetzt um. Aha! Dir geht's also zu! Was eine gute Frau. Fühlt ihr euch ganz gesund in ihren Geisten? Und sonst für das Grab hätten wir da irgendwo noch Fee-Doktor im Haus. Dir? Was fällt euch eigentlich ein? So, jetzt kann ich den Stefan holen. Um die Sache endlich zu bereinigen. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, mir knutscht auch. Hey! Was tust du so weh, Ridi? Doch nicht so fest! Ich wollte es doch nur ein bisschen abputzen. Lass jetzt mich so anlaufen! Du willst nicht so anfangen, nicht? Natürlich, Ridi, ich kann das ganz gut brauchen. Ich kann was ändern. Da scheinen mir eigentlich schon einige Verwechslungen passiert zu sein. Hallo Lumi! Hallo Stefan. Ich kapiere ja nicht ganz aus, aber ich glaube, es ist jetzt gar nicht gut für mich, wenn du da bist. Warum? Hast du meine Frau geschwängert? Hey, das war ich. Was siehst du? Oh, Stefan, du, das ist jetzt also ganz unpassend. Tut mir leid, wenn es dir nicht passt, aber ich wohne zufälligerweise da. Ich habe ihn schon vorhin gesehen. Es passt nicht, wenn er jetzt da ist. Ihr haltet nach da gefälligst raus. Das ist nämlich jetzt gerade eine Familienangelegenheit. Was jetzt auch noch an damit? Ich habe drin eigentlich alle zusammen den Stamm verloren. Jeder hat ja noch nie einen gehabt. Natürlich, Stefan, freue ich mich, dass du doch wieder da bist. Schau mal, ich war extra noch beim Coiffeur. Hat er keine Zeit gehabt? Und die hat mir jetzt noch gerade gefällt. So, jetzt wird ich wissen! Von wem ist das Kind? Ich muss nicht
richtig Stefan Schmid ist. Ich habe nämlich langsam das Gefühl, Jetzt mischt euch nicht auch noch in die Sache ein und macht sie viel komplizierter. Die Sache ist nämlich so gut wie gelaufen. Aber nicht so, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt. Meine Nichte ist doch viel zu schade für euren Volltrottel von Sohn. Der Stefan wird sich scheiden. Das habe ich bereits in die Wege geleitet. Dir, Ruhr wieder dir! Was hast du? Das muss ich mir dann so vor einer alten Spinnenwachtel nicht machen. Da beleidigen. Wird der jemand da von euch die Dame rausbegleiten? Sonst kann ich dir das für nichts mehr garantieren. Meine liebe Dame, ich bin ja wahrhaftig kein streitbarer Mensch. Und einer meiner Alten, die Wahrheit sagt, was sie ist, dann bin ich die Letzte, die mich einmischt. Aber mein Sohn einen Volltrottel zu nennen, das geht ja eindeutig zu weit. Die Putzlumpentonteurin, was ihr seid. Schaut auf der Stelle die Wohnung und schaut euch niemand blicken. Dort ist das Loch. Madeleine, das ist nicht mein Stil. Und ich hoffe deinen auch nicht. Dass dein Mann ein stupider Ignorant ist. Das habe ich gemerkt, als er das erste Mal das Maul aufgetan. Aber dass so viele stumpf sind, noch steigerungsfähig ist, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber man sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Raus jetzt! Oder ich schmeiße euch eigenhändig Stegen an. Genau! Wehe, die längen mich an. Nur keine Angst. Wegen euch mache ich mir die Finger nicht dreckig. Höchstens, wenn ich dann noch euer Draht zuschaufeln. So, jetzt längt's. Das ist doch eine absolute Saubande das. Wirklich. Adi! Du hättest ja nicht also vorher schon helfen. Du musst dann noch langsam so Ruhe! Sterne, red noch mal! Ruhe! Jetzt liegt in der endlich Hunger. Wer war die Dame eigentlich? Ja, spinnst du jetzt so? Du kennst die Dame nicht. Nein, aber ich habe so eine leise Ahnung. Bist froh, dass die endlich fort ist. Also wirklich, dass du die nie kennt hast. So, und jetzt zu euch, liebe Tante, kommt da mal. Das ist Tanteli. Uns habe ich mit jetzt langsam auskantiert. Das ist doch nicht Tante Käthi. Mädi, geht's dir denn noch nicht besser? Herr Doktor, dir geht's nicht um. Ich bin doch kein Doktor. Aber sie ist ja schon Rosmetz. Ich bin doch kein Arzt. Aber das der könnte doch sein. Nein, das ist der Pfändungsbeamte. Nein, das ist der Poststellenleiter. Stefan hat mich. Ich gehe um. Ja, so jetzt dann, jetzt sagt doch endlich. Das ist doch nicht Tante Käthi. Das ist Frau Staubli. Ja, und? Frau Staubli macht einmal in der Woche da innen super. Oh. Also, jetzt bin ich wirklich sprachlos. Sprachlos! Wir alle zusammen auf die Knie für den seltenen Augenblick zu preisen. Ja, aber wer ist denn die Tante Käthi und überhaupt, wo ist die? Die steht auch unter einer Strasse und wartet auf ein Taxi. Ja, da ist die Person, die mein Mann rausgerührt hat. Tante Käthi, genau. Also wirklich, da hast du jetzt aber nicht. Ja, natürlich bin ich wieder der Neger. Du bist genau, dass man das Wort nicht ins Mund. Also,
stellen leider Meier. Gott sei Dank nicht. Das wäre mir ein gefährlicher Beruf. Ich habe ein Gefängnisamt. Also wirklich, was ihr noch für komische Subjekte in eurer Wohnung beherbergt. Ihr, wartet mal. Das hat mir die gute Frau noch in die Finger gedrückt, bevor das gegangen ist und irgendetwas von Pfänden geredet. Aber ich wäre der Scheck auch für euch. Danke, aber er darf nicht ohne weiteres annehmen. Nein, dann müssen wir dem Tante Käthi umgeben. Sonst vernichten. Ja, darf ich da mal gerade etwas dazu sagen? Der Scheck ist doch gedeckt, oder? Ja, sicher. Ja, und die Tante kommt doch bestimmt nicht mehr zurück. Tatsächlich. Ja, also. Der Paut ist doch der Scheck. Nach allem, was dir die Person getan hat. Ja, Tante Käthi? Ja. Der würde mich interessieren, wie gross das die Scheck ist. Für alles, was du mir angetan hast. Papa und Papi gehören da zur Familie. Ja, aber zum Inventar. Ich habe auch noch so einen Scheck. Lumi, wieso denn du? Um mich von dir zu scheiden. Wie soll denn das gehen? Das habe ich sie auch gefragt. Aber die hat gesagt, das ist schon in der Ordnung. Also wenn ihr mich fragt, die ist ein bisschen... Ausgerechnet, dass so einer sieht etwas so. Also, liebe Familie Schmidt, ich glaube, jetzt, wo ihr alle zusammen Geld schwimmt, erübrigt sich das mit dieser Pfändung. Ich wäre froh, wenn ihr so schnell wie möglich die Quittung von dieser Überweisung ins Büro kommen, so dass sie dann nachtragen und abbuchen kann. Aber jetzt wäre eben da dann noch meine Kosten. Wie viel macht das? Mit 150 Franken dabei. Ja, Anton, beim Rest ist noch eins ziehen. Danke, nicht schon wieder. Frau Schmidt, darf ich euch ein Kompliment machen. Ihr erlebt ja nie etwas in meinem Beruf. Aber was bei heute euch abgegangen ist, das wird mich noch lange in Erinnerung behalten. Ich hoffe, die sind mir nicht böse. Hört euch Teichen, Frau Schmidt. Da werde ich noch sehen, bis zu meiner Pensionierung. Jetzt wünsche ich allen noch einen ganz schönen Tag. Auf Wiedersehen miteinander. Adi. Wir bleiben den Kontakt auch, Anton. Kann sicher sein. Ja, ich will da schauen, dass ich weiterkomme. Also, wisst ihr was? Die Verwechslung tut jetzt mir also schon leid. Ich weiss gar nicht, wie das hätte passieren können. Ich schon. Aber, wisst ihr was? Ein bisschen mehr Gründlichkeit in nächster Zeit möchte ich dann von euch schon verlangen. Mama! Emi wird doch mal noch etwas dürfen sagen, oder? Wisst ihr was? Die übernehmen meinen Job und ich verwöhne dir will einen neuen Mann. Da habe ich auch noch etwas mitzulegen. Das sehe ich nicht so. Bei uns wird sich sowieso in der nächsten Zeit einiges ändern. Du bist ja auch gar nicht mehr da mit meinem Schlag. Ja, ja. Hast halt davon, wenn du gern und immer überall musst du reinmischen. Auch euer Familienproblem löst ihr lieber alleine. Apropos, kann ich jetzt davon ausgehen, dass ihr der Stefan Schmidt seid und mit dieser Dame heiraten? Ganz sicher, Frau Stoll. Offensichtlich. Das beruhigt mich also kolossal. Aber das Kind ist von euch. Nein. Von euch. Nein. Ja, dann doch von euch. Nein! Ja, dann wollte ich schauen, ob man die heiligen drei Könige schon irgendwo gesehen hat. Nicht wahr, Maria? Es gibt doch gar noch kein Kind, oder? Ja, bestimmt nicht.
Aber Tante hat doch gesehen... Nicht Tante. Du glaubst doch nicht, dass die sich so etwas einfach aus den Fingern rausgezogen hat. Aber Moment mal. Darum war die so zuckersüß, was sie gesehen hat, sie wüsste alles. Lumi, was hast du dir alles erzählt? Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Lumi! Oh, also, bevor die nächste Runde eingeläutet wird, macht sich Frau Staubli jetzt aus dem Staubli. Adieu miteinander. Staubli. Egal wie. Ich höre jetzt genau so, wie es mein Mann hat gesehen, dass ich es machen muss. Und jetzt stelle ich ihm den Fernseher ab und gebe ihm Anweisungen, wie er durch die Nacht machen muss. Auf Wiedersehen. So, ich will da nicht länger stören. Die glänzige Blick verraten mir, dass du jetzt lieber ein bisschen alleine sein. Matti? Nicht Frau gut, dass noch nicht klappt mit dem Vertrag. He? Aber ich bleibe ganz sicher am Ball. Also, ciao zusammen. Hey, wer hat jetzt da irgendeine Spitzenbraterin? Unser Verleger. Es hat mich gefreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich werde mich ganz bestimmt nie mehr vergessen. Hey, wie hat jetzt der das gemeint? Genau so, wie er es gesagt hat. Wer dich mal lernt kennen, vergisst dich nie mehr. So, wenn jetzt das Individuum da würde gehen, könnten wir nämlich zum gemütlichen Teil übergehen. He? Der gemütliche Teil will jetzt unser Kind selber verbringen. Alleine. Ja, aber... Wir gehen jetzt auf dem schnellsten Weg heim. Aber Nichts aber, keine Widerrede. Und ihr kommt auch gerade mit. Aber ich muss doch wissen, wie das da weitergeht. Werden wir sowieso nie begreifen. Kommt nicht. also wirklich. Nimm den gefälligst Tasche mit. Ja, natürlich, das bin ich da. Kommt jetzt. Abmarsch. Adieu. Adieu. Schatz, hast du gemerkt? Es ist ruhig geworden. Oh, Gott sei Dank. Hey, ist jetzt das ein Horror gewesen? Oh, bin ich müde. Hey, so. Komm doch da ein bisschen abliegen. Ja, bis ins Bett würde ich es auch nicht mehr schaffen. Ich gehe schauen.
gerade kommen, Frau Doktor. Das rechne ich euch auch an. Das ist schon recht, Herr Schmidt, das ist schon recht. Ich bin gerade mit dem Ambulanzwagen hierher gekommen. So, dann wollen wir einmal schauen. So, grüß dich, Frau Schmidt. Tante Käthi, bist du mal da? Das ist doch Frau Dr. Steiner, unsere neue Hausärztin. Ich bin neulich zurückgekommen, weil ich noch Akten gebraucht habe für das Gericht. Und dann bist du da am Boden gelegen, bewusstlos. Ja, und der Gefängnisbeamte Meier ist da. Nein, das ist der Ambulanzfahrer, der Martin. Ja, es sieht schlimmer aus, als ich gemeint habe. Dann müssen wir näher ins Spital. Und die anderen sind alle fort. Welche anderen? Der Harry, dein Freund. Ah, du meinst, der Harry Wächter, unser neuer Anwalt am Gericht. Ja, und Frau Staubli, unsere Putzfrau. Was erzählst du schon, Schatz? Frau Staubli ist doch unsere neue Oberrichterin. Was ist auch los mit ihr? Ja, das muss ein Schockzustand sein. Frau Schmidt, tut jetzt nicht mehr so viel reden. Wir gehen jetzt ins Spital nähen. Könnt ihr aufstehen? Martin, kannst du uns helfen? Kann nicht, Frau Schmidt. Tut dich doch auf mich stützen, so. Ja, also, Stefan, du bist nicht daheim gewesen. Also, das heisst, wir hatten eine Putzfrau gehabt. Deine Eltern sind auf Besuch gekommen. Du bist Schriftsteller gewesen. Die Pfändungsbeamte. Und der mit Tante Käthi. Und nachher... Nur mal ruhig, Schatz. Ganz ruhig. Und das ist auch mal gut. Nur mal ruhig. Geht's? Ist ja alles nur ein böser Traum gewesen.